Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Mit dem letzten Race Review haben wir es doch noch geschafft. Kurz, knackig und herzig wie im Bottas sein Arsch. Logischerweise reden wir über Las Vegas und der Abu Dhabi Grand Prix mit hitzigen Diskussionen zum Lando Norris und Alpine Formel 1 Team. Viel Vergnügen. Und somit, meine Damen und Herren, steigen wir in den letzten Race Review Podcast von dem Jahr. Jawohl, es ist vorbei. Die letzten 2 Rennen sind durch. Zwei Rennen. Das eine mit ein bisschen mehr Drama vor dem Rennen, das andere mit ein bisschen mehr Drama. Na gut, nein, es hat nicht ganz so viel Drama gehabt, Abu Dhabi. Aber ja, wir gehen chronologisch durch, wie immer. Wir starten logischerweise beim Las Vegas Grand Prix. Und ich meine, wir müssen wahrscheinlich schon einfach schlichtweg mal über einen Elefant im Raum reden. Der ganze Showbiz. Max Verstappen hatte nicht so Freude an dem Ganzen, bis er dann gleich gewonnen hat und Elvis Presley im Auto gesungen hat. Ich weiß gar nicht, im Fall, ich habe absichtlich das Zeug gar nicht geschaut. Ich glaube, du hast es ein bisschen mehr mitbekommen, die ganzen Einführungsshows etc. Wegen dem schieße ich den Ball schon relativ schnell zu dir und frage dich, what the fuck happened? Was haben die gemacht? Wieso ist Show so ein grosses Ding in Las Vegas? Wer hat dir das erzählt, dass ich das gesehen habe? Ich weiß nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass du vielleicht irgendetwas weißt darüber. Nein, es war so gewesen, ich habe die Eröffnungszeremonie habe ich nicht geschaut. Weil, ja, es interessiert mich nicht. Ich habe einfach so ein paar Clips gesehen. Also anscheinend war es wirklich so gewesen, dass 95 oder 97% ist Show gewesen mit Acts, die gesungen haben und getanzt haben und weiss ich was alles. Und die restlichen 3% war die Fahrerpräsentation und that's it. Also das ist irgendwie, weiss ich, eine halbe Stunde gegangen oder so irgendetwas. Und eben so, sagen wir so 55 Minuten davon sind wirklich eigentlich nur Show gewesen. Und der Rest sind die Fahrerpräsentation und das war wieder fertig gewesen. Also birrenweich. Aber, das Einzige, was ich weiss, ist ein genialer Clip von Perez, wo der berühmte Boxfight-Ansager-Typ so rumschreien ist, so «And it's Checo Perez!» Und dann nachher hat der Perez, weiss ich nicht, wollte er dem jetzt Heu sagen? Oder das steht er so vor ihm. Nachher dreht sich der andere einfach um und der Perez steht so dort so und fragt mich so, was muss ich jetzt machen? Muss ich weglaufen? Ja, das ist ein Dings gewesen, das war vor dem Rennen gewesen. Ja, oder genau. der Fahrparade, genau. Aber das war nicht nur der Perez gewesen, auch der Albon, ich glaube der Gasly auch, der Norris und der Piastri. Also ganze Haufen Fahrer sind mega verwirrt gewesen, gar nicht gewusst, wo sie hergehen müssen. Es war so schlecht durchdacht gewesen, das Ganze. Ja, absolut. Und eben, es ist halt wirklich so, dass halt in Vegas einfach die Show ist einfach zu gross gewesen, in meinen Augen. Beziehungsweise, eben, wie du schon gesagt hast, der Verstappen hat sich ja beklagt gehabt, eben, dass er sich vorkommt wie ein Clown eigentlich, weil er halt ja dort steht auf dem Präsentierteller und ja, eben so eine riesen Show mal alles rundherum und er wollte ja nur fahren. Und ich muss das auch wirklich so, muss ich auch so unterschreiben, eigentlich, ich finde, die Show ist einfach zu übertrieben gewesen. Ich hätte es wirklich auch besser gefunden, wenn es eigentlich ein bisschen in einem Rahmen gehalten worden wäre, aber ja, schlussendlich, das ist halt Amerika. Die Amerikaner stehen wahrscheinlich halt einfach auf so Zeug. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Das wird wahrscheinlich irgendwie gefühlt 2 Episoden in der Netflix-Serie geben, nur wegen dieser Show und alles so drum und dran. Wird wahrscheinlich alles halt getroffen sein und nehme ich schwer an. Aber ich weiß nicht. Also fürs Nächste hoffe ich schon, dass sie das ein bisschen reduzieren. Das ist ja wie auch am Rennende sind sie in der Limousine dort. Zu dem Hotel gefahren. Ja. Für 3 Interviews. Dann müssen dem huren Springbrunnen zuschauen, wie ein bisschen Wasser rumschiessen, Also, sind sie wieder vorgefahren. Zugeschaut. Ja, und dann fahren sie nachher wieder vor zu den Podiums. Gut, klar, ich verstehe schon, sind das gemacht zum Podiumsaufbau, aber bitte, was soll da? Ja, Mach doch einfach so mal das Podium her und fertig. Ja, ich kann dir sagen, wieso musst du noch Podiums auf der fucking Straight aufbauen, wo weiss nicht, was für heftige Visuals drauf haben. Kollege, die sind vielleicht 5 Minuten dort oben. Ja, also wirklich einfach brutal unnötig wieder und es ist viel zu viel Hype für das, was es ist. Klar ist es geil in Las Vegas auf dem Strip und es ist berühmt, aber Monaco ist auch berühmt. ja, Oder? und die weißt sind eine riesen Show.
Und vor allem eben einerseits mal, was die Leute für Tickets gezahlt haben. Das ist schon abartig, was die teilweise für Preise gezahlt haben. Ich glaube, das teuerste Ticket ist irgendwie so, hat irgendwie 100'000 gekostet. Da hast du irgendwie eine Suite in einem Hotel gehabt. Mit Butler und weiss ich was alles noch. Wahrscheinlich hast du noch ein paar Prostituierte da dort drinnen gehabt. Keine Ahnung. Hast du das mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Ja, mit dem Puff, wo alle fahren, gratis Eintritt und weiss nicht was, alles gratis gewesen wäre, wenn sie gekommen wären. Ey, ich habe übergekommen, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Formel 1-Fahrer musst du sein. Unglaublich, Formel 1-Fahrer musst du einfach sein. Ja, das ist einfach... Aber weißt du, wie kommt man auf so etwas? Das hat so gepasst einfach. Ja, also... Ja. Aber... Eben, vor allem, das Ding ist ja, glaube ich, so das gewesen. Es wäre, glaube ich, noch irgendwie... Ich weiß nicht wie viel, müsst ihr schätzen. Ich glaube, es etwa so 25.000 bis 30'000 Tickets wären noch gewesen. Und die sind aber nicht verkauft worden und dann haben sie einfach die Tribüne nicht aufgebaut. Also es wären noch viel mehr Plätze rum gewesen, aber weil einfach der Vorverkauf so gefloppt ist vom Ganzen. Die Formel 1 hat sich wesentlich mehr Hype erwartet. Und das ist einfach so, ja, verpflichtet gewesen. Also ich weiss nicht, wie viel Umsatz der ganze Grand Prix hätte sollen geben. Ich habe mal eine Zahl gehört von 55 Millionen oder 55 Milliarden, irgendwie so etwas, ich weiss es gar nicht mehr. Also hätte ich schon verdammt viel Kohle müssen einspielen, aber das haben sie nicht erreicht. Ich glaube, das war das Gesamtinvestment im Fall, die 55 Milliarden. Das Also, war das Gesamtinvestment, das gemacht wurde, ist von F1, von der Rennorganisation, von allem. Also da muss man noch erwähnen, normalerweise gibt es immer einen Veranstalter. Aber in Vegas gibt es keinen Rennveranstalter, das ist die Formel 1, der alles gemanagt hat, also auch Ticketverkauf. Das Geld, das du für ein Ticket gezahlt hast, ist direkt zu der Formel 1 gegangen und nicht zu den Veranstalter. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt eben zum Beispiel in Spa ein Ticket kaufst, kriegt das Geld die Strecke über. Weil die Strecke zahlt ja auch der Formel 1 Geld, dass sie überhaupt an Grand Prix kommen. Genau, die kommen eigentlich dort für das Geld herüber. Genau, und dann frage ich mich halt einfach, das Boxengebäude zum Beispiel, das ist ja neu gebaut worden dort. Der Boden mit dem Gebäude drauf hat 1,5 Milliarden gekostet. Abartig viel Geld. Und das 500 Millionen Stutz. Ja. Für was gibst du das Geld aus, Mann? Ja, jetzt beschlossen, sie haben dann gesagt, also, ja, das Gebäude, das wird dann nicht einfach leer stehen. Das ist ja wirklich ein riesen, das ist ja das längste Boxengebäude, das es gibt in der ganzen Formel 1. Und das Gebäude steht jetzt nicht leer oder so. Das wird jetzt dann als Hauptquartier von der Formel 1 in Nordamerika und Südamerika genutzt. Nein. Ja. Wirklich? Also arbeiten dort vielleicht etwa 2-3 Nasen pro Tag, mir nicht. Weil, also, Ja, okay. sorry, was haben die Manager dort? Also. Nein. Für das, dass in 10 Jahren sehr wahrscheinlich wieder nur noch ein Rennen dort draussen wird geben, nachdem der Vegas-Contract durch ist. Ja, mal schauen. Ja, der läuft ja bis 25, glaube ich, ja. 3 Jahre haben sie ihn. Nein, ich habe gemeint, die haben einen 10-Jahres-Vertrag. Bist du sicher? Ja, kannst schnell schauen. Ich habe gemeint, eben nur 3. Also Miami ist definitiv 3. Ja, aber also ganz ehrlich, von allen Rennen jetzt wieder, also von allen US Grand Prix, die jetzt waren, Austin ist einfach nach wie vor das beste Rennen. Das war das Jahr wieder voll easy gewesen und es war auch gut zum Zuschauen. Und Austin ist einfach immer, die Strecke hier ist geil, auch so das ganze Tamtam rundum ist nicht so gewaltig. Und sorry, ich meine, Texas, klar, es ist jetzt mitten in Amerika, aber wenn jetzt so Westküste oder Ostküste anschaust, ist es ja eigentlich schon in der Mitte von Amerika, blöd gesagt. Ja, soll ich die einfach dort herpendeln und fertig sollen die dort, soll es halt einfach ein bisschen ausbauen. Sie müssen ja die Strecke neu machen, weil ja die mal schon ein paar Mal unterflutet worden ist. Also, und einfach mega viel Stein und Geröll weggespült worden ist und dann jetzt sagt ja die Strecke in sich rein. Dann müssen sie alles nicht machen und machen es halt einfach noch mehr Tribünen her und alles. Und dann können sie halt die Leute von Vegas und von Miami abgraben. Aber es würde einfach viel mehr Sinn machen. Ja, definitiv. Weißt, ich verstehe ja das Argument, dass man sagt, ja, weißt, Amerika ist halt hure gross und auf dieser grossen Fläche, ja, der schießt an, die Leute, die wollen nicht so weit gehen. Also, erstens ist es Amerika, die sind sich gewohnt, die ganze Zeit zu fliegen, nur schon zum Arbeiten fliegen die. Für den Burger King rein, ja. Ja, wirklich. Dann Brasilien ist auch ein riesen Land und sie haben nur ein Rennen dort. Und ich finde es vor allem unfair gegenüber zum Beispiel dem ganzen fucking afrikanischen Kontinent. Wir fahren immer noch nicht auf Kialami und haben 3 Rennen in einem anderen Land. Das zieht irgendwie nicht. Es ist eigentlich schon ein bisschen heftig, dass man 2 Rennen in Italien hat.
Aber ich meine, das ist auch nur, weil, ja, halt Ja gut, Imola das hat es früher auch schon gegeben. Ich meine, früher war Imola San Ja. Marino. Gewesen. San Ja, aber Marino ist einfach irgendwie 100 Kilometer nochmal weg von Imola. Das hätte hat's ich aber früher auch schon lieber gegeben. in Form von einem europäischen Grand Prix wieder, wo halt einfach irgendwie so alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre rotiert, finde ich eigentlich eine geilere Lösung. Dann kannst du mal so ein bisschen alte Strecken wieder besuchen und so. Und da ist das auch drin. Und ja, by the way, ich habe vorhin geschaut, effektiv der Vertrag steht bis 2032. Ach, Alter, so Arschis, ey. Ja, effektiv. Jetzt muss ich mir das Ganze noch 9-mal geben. Das ist doch hure Scheiße. Vor allem, weißt, also ich frage mich, die müssen in meinen Augen müssen die einiges anders machen nächstes Jahr. Also erstens mal, Ja. aber vom Geld her macht es keinen Sinn, dass sie so viel Geld ausgeben. Nachher auch die Zeiten, die die gefahren sind, das ist ja dumm. Die müssen am Donnerstag fahren, die haben ja am Samstag das Rennen gehabt. Für die Amerikaner war es Samstag Rennen, damit wir es schauen können. Und ich meine, der ganze Geschmäus mit dem Track, da kommen wir jetzt nicht mehr drauf, das hat ja dazu geführt, dass die bis am 4 Uhr am Morgen oder halb 4 Uhr rumgefahren sind. Alter, Ja, am genau. halb 4 Uhr am fucking Morgen. Wie zum Fick kannst du als Formel 1, als so einen grossen Prestige-Konzern eigentlich hinstehen und das noch irgendwie halbwegs ernst nehmen und verkaufen, dass das eine gute Sache ist? Also, ich weiß nicht. Ich meine, Cash is King. Cash is King, Cash ja. is King. So sieht es aus. Denken wir gumpen so ganz schnell in Trainings rein. Die sind eigentlich wirklich langweilig gewesen. Es ist ja auch nichts passiert. FP1 war das gewesen, mit dem Ja, Ja. das erste Training, ja. Science Fahrt und es war ja Dings gewesen, die Abdeckung vom Gullideckel, also nicht der Gullideckel selber, sondern eigentlich die Umrahmung rundherum, was am unten nur gejettet hat. Gleich wie beim Russell, weiss nicht, 2019 in, Ja, in Baku, Dings, ja. in Baku. Und es hat es ja noch früher zurück, hat es so immer wieder gegeben. Aber das hat dazu geführt, dass sie über 1,5 Stunden oder 2 Stunden lang die ganze Strecke haben müssen nachher kontrollieren. Und sein Auto war komplett kaputt gewesen und es hat einfach viel Zeit gebraucht. Und am Ende hat dann Practice 2 sollen am 12 Uhr, also dort die Uhrzeit starten. Das haben sie nochmal um eine halbe Stunde verschoben, für Endkontrollen zu machen. Und ja, also was soll ich sagen, in meinen Augen die ganze Sache mit dem FP1 einfach nur absolut lächerlich. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass der Sainz durch das ein Penalty bekommen hat und wir das nicht einfach aushebeln können. Klar, im Reglement steht, was im Reglement steht, aber gesunder Menschenverstand muss doch irgendwo rum sein und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das absolut unfair, dass wir für die Strecke ist nicht gut gemacht, nicht sicher genug gemacht. Du musst wegen dem Teile an deinen Motor setzen und dann nachher wirst du sogar noch bestraft dafür. Das macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Ja, also es war ja so, gewesen, der Ocon ist ja über den Gullideckel gefahren und hat ihn rausgezogen, weil der hat ja auch schon einen Unterbodenschaden gehabt. Und das Sainz ist einfach drüber reingeballert. Und ja, sie haben ja danach eben FP1 haben sie ja Red Flag rausgehauen, dann haben sie gesehen, was genau passiert ist, dann haben sie ja gesagt, also wird nicht weitergeführt. Dann haben sie ja, es hat ja, glaube ich, auf der ganzen Strecke über 130 von diesen Gullideckels gehabt und etwa 30 oder 50 oder so haben sie müssen abdecken. Ja. Dann haben sie einfach so irgendwie so einen Schnelltee drüber geballert, der nach ein paar Stunden trocken war. Aber eben dann nachher das FP2, also das FP2 hat eben nach ihrer Zeit, nicht unserer Zeit, ihrer Zeit in Vegas ist es am Morgen um 3 losgegangen oder eben 2:30 oder so irgendetwas. Oder 2:30, ich weiß nicht mehr wann, irgendwie so in diesem Rahmen. Und was einfach noch das Gröbste war, ist das, sie müssen die Leute wegschicken, die Fans, weil es wäre organisatorisch nicht mehr aufgegangen, nachher den Berufsverkehr wieder auf die Strecke zu lassen. Weil, da muss man sich mal vorstellen, die Strecke ist ja nicht 24/7 über das ganze Wochenende, also 24/7 ist es falsch gesagt, aber das ganze Wochenende zu gewesen. Oder der Teil von der Strip, der ist ja nicht zu gewesen. Durch den Tag durch ist der offen gewesen, da sind die normalen PWs wieder drüber geballert. Und sie haben nur können bis am 5 Uhr am Morgen die Strecke zulassen und dann mussten sie den Berufsverkehr wieder drauf lassen. Und weil sie das zeittechnisch nicht haben können managen, mit den Fans wegschicken und weiss nicht was alles drum und dran, haben sie dann nachher irgendwie so am Morgen um 2 oder so gesagt, hey, Leute, jetzt müsst ihr euch verpissen. Ja, blöd gelaufen, FP2 könnt ihr nicht schauen, wird so wie Corona-Zeit ohne Zuschauer ausgeführt. Da habt ihr einen Gutschein, noch ein T-Shirt und ja, könnt von daheim her schauen.
Und Formel 1 hat sich ja nicht mal entschuldigt für das. Also einfach wieder eine bodenlose Geschichte. Man hat es auch den Amerikanern angesehen, die sind gar nicht happy gewesen, was dort passiert ist. Und ja, also ich finde es auch klar, also ich sage mal so, ich verstehe es, dass du es organisatorisch, dass du das musst so machen, verstehe ich absolut. Weil, wenn du eben bis am Morgen um 4, halb 5 oder so das Training hast, um 5 Uhr muss der normale PW-Verkehr wieder drauf, dann hättest du das nicht können managen, dass am 5 Uhr dort noch, also dass am 5 Uhr alle Leute weg sind. Das verstehe ich absolut. Aber da komme ich eben zu da, wo mich dann einfach so tödlich aufgeregt hat an diesem Wochenende. Wieso zur Hölle machst du ein Rennen auf einer Straße, wo du nicht kannst einfach das ganze Wochenende sperren? In Baku, die Hauptstraße, die lange Gerade, die ist über das ganze Wochenende zu. Sie machen sie nur auf, wenn sie frustriert haben, weil sie wissen, ja, man muss dann ein bisschen die Straße anfahren und alles drum und dran. Dann lassen sie den PW-Verkehr drauf. Aber dort tun sie es nach innen managen. Also wenn einfach kein Mensch mehr dort ist, dann machen sie das einfach. Gut, in Baku das ist auch wahrscheinlich ein anderes Gesetz. Denn wenn dort einer befahren wird, ist es auch nicht so tragisch wahrscheinlich. Aber ich verstehe das einfach nicht. Wieso musst du unbedingt dort ein Rennen machen, weißt, wenn es erstens mal so eine vielbefahrene Straße ist den ganzen Tag und dann nachher du zeitlich noch mega eingeschränkt bist. Also es ist so dumm. Pass halt auch einfach den Zeitplan, wie sie es in Monaco, na gut, das haben sie glaube ich nicht so gemacht, aber früher war es ja gang und gäbe gewesen, Donnerstag Trainings, Freitag normaler Arbeitstag. Und Ja, Freitag ist, also also Freitag ist einfach immer so ein Fest gewesen. So ein Festival genau. Ist dann dort gewesen, genau. Aber die Strassen sind während dieser Zeit frei. So Ja. haben die anderen gleich noch können ihre Arbeit erledigen etc., Wochenabschluss machen, alles drum und dran. Oder wenn, dann macht es ein bisschen intelligent, aber ich meine, das mit Intelligenz und der Grand Prix kannst du nicht irgendwie in einen Satz hineinstellen, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich organisatorisch auf sehr vielen Ebenen schief gelaufen und es ist bis zum Rennen eigentlich eine absolute Shitshow gewesen. Also ich habe mich wirklich fremdgeschämt bis am Bach aber die ganze Zeit. Ja. Und eben noch wegen dem Sainz, wegen dem Unterbodenschaden, dort ist ja die Elektro-Unit, also der irgendetwas, so Batterie, irgendwie so etwas ist kaputt gegangen. Und dann hat er eben schon 2 gebraucht. Er hat schon noch 2 Komponenten und der dritte hat eben dann eine Penalty gegeben. Aber muss ich ehrlich auch sagen, das ist so behindert. Also sorry, wenn du durch schlechte Streckenbedingungen so einen Schaden bekommst, dann nachher, also sorry, dann muss der vielleicht sagen, okay, kannst du wechseln ohne Strafe. Weil das ist einfach frech. Das ist einfach frech. Ja. Weil erstens, der Schaden hat ja etwa 1,3 Millionen gekostet am Auto. Der ganze Unterboden hat sie aufgerufen und hinter dem Motor ist kaputt gegangen. Und dann nachher das, was mich auch hure Piss gemacht hat, ich meine, ich finde den Toto wirklich super sympathisch, aber manchmal gibt es einfach Sachen, wo ich auch muss sagen, so Kollege, dein Ernst. Er hat sich ja in der PR hure aufgeregt gehabt, dass es nicht wertschätzt wird, was die Leute für eine Arbeit leisten. Rund um den Grand Prix oder für den Grand Prix. Und ja, die haben schon Aufwand betrieben, auch so eine Show und alles drum und dran. Da muss es auch Leute haben und alles, die das betreiben müssen. Und ja, da muss man auch sagen, mal Props für das, dass es eigentlich in Anführungszeichen ein Shitshow war. Haben doch gute Arbeit geleistet. In meinen Augen gehört es einfach nicht zum Sport her, aber egal. Auch was aufgebaut wurde, ist dazu, muss man wirklich sagen, so, haben wirklich schon auch gute Arbeit geleistet oder danke für den Einsatz zu sagen. Aber sind wir alle ehrlich, wenn es jetzt ein Mercedes gewesen wäre und ihm hat es den Unterboden aufgerufen und wäre kaputt gegangen, der Toto hätte genau gleich getäubelt, auch wie der Fred Vasseur nachher in der PR. Weil der Fred hat gesagt, das ist absolut inakzeptabel, so etwas darf nicht passieren und es kann nicht sein, dass jetzt Ferrari für die Strafe und auch für das Geld und alles, was entsteht, also für die Kosten, muss aufkommen. Und das finde ich auch. Ich finde das so eine Frechheit, eigentlich, dass Ferrari jetzt alles muss selber tragen, obwohl sie nichts dafür können. Ja, sie können nichts dafür. Es ist komplett nur das Versagen von der Strecke her, von der Pre-Inspection eigentlich, bevor man auf die Strecke gegangen ist, dass man das nicht sieht, dass ihm das nicht auffällt. Ich meine, da tun sie den Dulli-Deckel abschweißen, aber nicht die Umrandung dran nochmal schnell kontrollieren. Das ist einfach, ich weiß nicht, ein Kindergarten. Ja. Eigentlich müsste der Schaden... Eigentlich müsste der Schaden die FAI zahlen, sind wir ganz ehrlich. Ah ja, das auf jeden Fall. Da gibt es einmal das Nachtessen weniger für die. Ja, absolut.
mindestens den Schaden müssen sie begleichen. Und also ich finde vor allem den Sportschaden in dem Sinn finde ich viel schlimmer. Oder? Dass das Sainz nachher darunter gelitten hat, der hätte nachher P12 müssen starten wegen dem. Und okay, das Regelwerk sagt, was es sagt und man muss machen, was es sagt. Oder? Du kommst nicht drum herum, du musst die Regeln befolgen. Und ja, sie haben auch keine Regeln, logischerweise nicht, wo du kannst sagen, ja, man kann auch mit gesundem Menschenverstand das Regelwerk verändern. Nein, Ja, gibt's nicht. aber jetzt, aber, wieso trifft man nicht einfach eine Sofortmaßnahme, wo man sagt, hey, bitte alle lieben Teams, wie sieht es aus, wären ihr alle damit einverstanden, wenn Ferrari den Komponent ohne Sportpenalty darf austauschen, Ocon, du darfst auch. Und wenn alle anderen 9 Teams das unterschreiben, wieso nicht? Ich verstehe nicht, was das Problem wäre. Das wäre so eine einfache Maßnahme, die wir einfach schnell treffen können. Ich meine, wir entscheiden dann aber auch aus dem Nichts raus, ja, wir fahren jetzt Qualifying nicht, weil irgendwie wieder irgendein Rapper Raketen über den Dom drüber schießt, oder? Also, nein, ich weiß doch auch nicht, man, ehrlich. Ja, aber schau, weißt du, jetzt die Aussage, die du gebracht hast, von eben, ich meine, die Regeln sind die Regeln und die FIA muss sich auch daran halten. Ich meine, der wäre auch der Hamilton 21 Weltmeister geworden. Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe wieder einen Also, alten Wunden aufgekratzt mit dieser Aussage. Ja, also weißt du, wie ich meine? Also, ja, okay, Das ich war noch bin so ehrlich, einiges es anderes, kommt ja. vielleicht auch ein bisschen auf einen Renndirector drauf an. Also, scheiße, Michael Masi, Alter. Aber eben, ich finde einfach halt eben auch, dass das einfach nicht fair war. Stell dir vor, Michael Masi wäre immer noch FIA Ey, und hätte Entscheidungen treffen an diesem Wochenende. der hat die Collar bekommen, man. Ich sage das, der wär jetzt unter der Erde wahrscheinlich. Ja, wirklich. Nein, also ich finde einfach halt auch, ich finde es einfach nicht fair gegenüber Ferrari beziehungsweise einfach eben auch im Sport, weil ich meine, sorry, es ist einfach lächerlich so etwas. Ja, ich meine, Ich glaube, so in jedem anderen Sport wäre das gegangen. Aber Das ist das, ja, was mich noch mehr fragt. Es hätte noch viel, viel schlimmer können kommen. Es hätte können den Sainz effektiv irgendwie treffen und dann viel Spaß, oder? ja, so ist Das es. kannst, Ja. das kannst du niemandem erklären, so etwas. Das ist unglaublich. Ja, schau, schlussendlich ist es, wie es ist. Er hat von P12 gestartet. Er hat sich trotz einem sehr guten Ferrari nachher nur im P6 eigentlich rauskämpfen können. Ich meine, jetzt musst du dir mal überlegen, ohne das wäre Ferrari vielleicht gleich noch zweit geworden in der Konstrukteursmeisterschaft. Aber da kommen wir wahrscheinlich später dann noch ein bisschen dazu. Es war ein kleiner Fight gewesen. Wer einen riesen Fight gegen Führer gemacht hat, nach einem wieder scheiß Qualifying, war der Perez gewesen. Der hat irgendwie auch von, was hat er gestartet? Jetzt muss ich selber noch mal schauen. P11 hat er gestartet. Und ich finde, scheiß Qualifying ja, aber der hat im Rennen wieder mal gezeigt, was er eigentlich könnte. Und ja, ist vielleicht auch ein bisschen der Strecke geschuldet, aber er hat noch mehr können rausholen als der P3, den er erreicht hat, denke ich, wenn sein Auto mehr auf die Gerade zugestimmt gewesen wäre. Ist aber nicht der Fall gewesen. Ich finde, er hat aber einen super Job gemacht. Und wenn das letzte Rennen gewesen wäre, dann hätte man mal können sagen, Mama, der Perez, der hat noch einen guten Abschluss gemacht. Es ist aber leider nicht das letzte Rennen gewesen, oder? Nein, leider nicht. Also gut, ich finde halt einfach, ja gut, ich meine, er ist ja glaube ich nicht verschuldet gewesen, oder nicht gross verschuldet gewesen, wieso dass er auf P12 gestartet ist. Weil das Team hat ihn zu früh rausgelassen, nachher nicht mehr rausgelassen, weil sie einfach zu sicher gewesen sind. Aber Stimmt auch wieder. beim Perez im Vegas-Rennen muss ich einfach sagen, dass ich meine, er hat ja P3 oder der P2 in der letzten Runde verloren, in der zweiten oder drittletzten Kurve, einfach in der Schikane nach dem Strip. Und hätte er dort ein bisschen aggressiver verteidigt, hätte er auch einen P2 holen. Aber das Team hat auch ihm wahrscheinlich gefunden, hey, wenn du P3 bist, das langt uns ja sowieso, oder es langt dir sowieso, dass du P2 wirst in der Fahrer-Konstrukteur-Weltmeisterschaft. Weil dort ist ja das entschieden worden. Konstrukteur-Weltmeisterschaft, was laber ich? In der Fahrer-Weltmeisterschaft. Genau. Und weil der Hamilton hat ja die letzten 2 Rennen vom Hamilton oder allgemein Mercedes sind ja Katastrophen gewesen. Und ja, darum hat es ihm ja gelangt. Darum hat er wahrscheinlich auch nicht mehr gross dort etwas drum kämpfen. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr um das gegangen. Darum hat der P3 dann heimgefahren statt ein P2. Aber der Move vom Leclerc war geil gewesen. Dort. Aber wir sind ja immer noch beim Qualifying, wir sind gar noch nicht beim Rennen. Aha, ich bin schon beim Rennen gewesen. Aber es war schon beim Rennen gewesen. Ja, wir können schon gerade zum Rennen übergehen. Das Rennen an sich ist ja
eben nach der Show, wo ich reingeschaut habe, weil das Rennen ist um 7 Uhr losgegangen, ich bin um 10 vor 7 Uhr, habe ich weggestellt, bin ich aufgestanden. Dann habe ich das geschaut. Und Ich habe etwa 10 Minuten verpennt. und ja, am Anfang ist ja, der Start ist halt einfach interessant gewesen, weil alle irgendwie am Raussliden waren. Dort haben ja viele gesagt, ja, der Max dort hat den Leclerc hure weit rausgedrückt und so. Er hat ja eine Strafe bekommen von 5 Sekunden, allerdings die 5 Sekunden hat er mal so gar nicht gekratzt. Er hat ja nachher gesagt, also, ja, eben, du hast 5 Sekunden bekommen wegen dem Forcing off Track und dann nachher sagt er so, ja, soll der FA so einen Gruß sagen von ihm und so. Alter, der Funkspruch von Max ist so geil. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt keine Strafe gegeben dort, weil einerseits hast du mal gesehen, Sainz hat sich gedreht, der Alonso hat sich gedreht, wobei Alonso ist ja recht optimistisch in die erste Kurve reingefahren. Hat ja dann nachher den Bottas vor sich gehabt, sozusagen. Also beide haben sich gegenseitig angeschaut, wie sie sich reingedreht haben. Und der Verstappen, ja, er ist schon recht aggressiv reingegangen. Man muss aber auch sagen, dass er und auch der Leclerc anders können. Also die haben einfach unterstützt, sind beide ein bisschen rausgerutscht, oder beide sind rausgerutscht. Und ja, ich meine, wenn der FA sieht, okay, die anderen zwei haben sich auch gedreht, weil die Strecke war offensichtlich kalt und die Reifen sind offensichtlich halt nicht warm gewesen und alle haben keinen Grip gehabt. Ja, alle in der ersten Runde, in den ersten 2 Runden haben sie richtig gestruggelt gehabt. Muss man denen eine Strafe geben? Ich meine, der FA könnte ja so weit denken, eigentlich spielt es ja keine Rolle. Eine Runde später wäre er vorbeigegangen, der Max. Weil der Leclerc einfach die Pace nicht hätte gehen können. Allerdings muss man sagen, während dem Rennen hat dann nachher Ferrari komischerweise plötzlich angefangen mit dem Reifen ein bisschen flüstern. Also vor allem der Hard hat mega gut funktioniert auf dem Ferrari. Die haben ja recht gute Stints raushauen und ist auch plötzlich dann schneller geworden wieder. Also hat er dann auch können wieder aufschliessen, der Leclerc zwischendurch auf Verstappen. Also nicht nöch, aber von der Zeit her ist es reduziert worden. Aber man hat einfach auch wieder gesehen, der Red Bull ist halt schlussendlich overall einfach das Auto, das am besten ausbalanciert ist für jede Strecke eigentlich. Beziehungsweise wenn du in Kombination bist von einem Max Verstappen, dann das muss man so noch betiteln. Ich meine, es ist auch krass, dass sie das Auto seit wesentlich vielen Monaten nicht mehr entwickelt sind und dann schon die letzten 2 Rennen einfach immer noch davon gefahren. Also von dem her, ja, da hat die Penalty sicher auch fürs Rennen selber nicht viel da. Ich finde sowieso, dass sie mit den Penalties mal so ein bisschen über die Bücher sollten gehen, weil sehr viel haben wir einfach den Fakt, dass die 5-Sekunden-Penalty kaum wirklich bestrafen. Ja, die meisten Teams sind so einberechnet in die Strategie, dass sie eine bekommen. Genau, die haben das eigentlich schon mit drinnen, oder? Und hat man vielleicht so etwas, das ist jetzt sehr weit hergeholt, das ist wieder so eine Gabriel-Idee, dass man halt irgendwie prozentual bestraft, dass man schaut, ey, wie ist die Performance bis jetzt von diesem Team gewesen? Und das Team hat jetzt, sagen wir, 7% mehr Performance als das zweitbeste Team, also werden die 7% härter bestraft. Oder dass auf Race Time 7% irgendwie musst du oben drauf fetzen. Keine Ahnung, wie die Rechnung aufgehen und ob das dann wirklich fair ist, ist so das andere. Aber ja, es hat ja der Max nicht gejuckt, es hat Red Bull nicht gejuckt, ob die Penalty gekommen ist. Und ja, ob die Penalty verdient oder nicht, es ist halt, ich weiß nicht, der Max macht das noch gerne und er macht das noch oft. Es kommt halt einfach noch von den Tagen raus, wo er einen Red Bull hatte, wo er nicht die Möglichkeit hatte, davon zu fahren. Also hat er alle Möglichkeiten genutzt, die er hätte können. Und ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt schwierig zu sagen. Es ist der allererste Rennstart auf dieser Strecke. Es ist kalte Reifen, nicht die perfekte Strecke. Ich meine, es hat keine einzige Unterstützungsserie gegeben. Keine Formel 2, keine Formel 3, kein Porsche Cup, kein IndyCar, weiß auch nicht was. Es ist nichts anderes gefahren, außer ein paar Strassenautos halt. Von dem her, nein, ich weiß auch nicht. Ja gut, auf dem Abschnitt in der Kurve 1, sind auch keine Straßenautos gefahren. Das ist ja wirklich Rennstrecke dort. Also auf anderen Strecken und in anderen Instanzen hätten wir wahrscheinlich einfach einen Racing-Incident gesehen. Und das ist so ein bisschen, ja, es könnte gerade so gut sein. 6 und 6,5 ist ein Dutzend, so in dem Stil. Und der eine könnte 6,5 gewesen sein und der andere könnte 6 gewesen sein. Es spielt absolut keine Rolle. Von dem her, ja, keine Ahnung. Es war unnötig, die Penalty, aber es war auch unnötig, dass sie überhaupt vergeben worden ist. Ja,
Ja, also du, eben wie gesagt, das ist halt jetzt mal so gewesen. Wie gesagt, schon zum Rennergebnis hat sie nicht gross beeinträchtigt. Nachher im Rennen hat es ja noch den Unfall gegeben vom Norris. Da haben viele eben gesagt, dass es ja nicht sein Fehler war. Allerdings, wenn du onboard schaust und auch Daten, die veröffentlicht worden sind von seinem Fahrverhalten, sieht man halt einfach schon an, dass er ein bisschen leicht links versetzt ist. Und ja, wie soll ich sagen? Das Ding ist einfach das. Eigentlich weisst du als Fahrer, du machst eigentlich immer so, gut, ich weiß nicht, ob sie Trackwalk hatten, ich habe gemeint, es hätte einen gegeben. Aber normalerweise schaust du ja die Strecke an und du weißt, wo etwa die Wellen sind. Klar, du kannst es vergessen, aber ist halt natürlich jetzt im Norris sein Fehler, also im Norris Fall, wo passiert ist, halt recht gravierend, weil er gerade nachher rausgeflogen ist. Er hat dann nachher noch ins Medical Center gehen und sogar noch ins Spital. Zur Untersuchungen sind aber alles nur Sicherheitsmaßnahmen gewesen und ist auch Gott sei Dank nicht gewesen, schlussendlich. Allerdings, jetzt treffe ich da wieder auf Hardcore Norris-Fans, die ich jetzt richtig verärgern, muss man einfach sagen, es war im Norris ein Fehler gewesen. Es tut mir leid. Aber der Norris hat allgemein irgendwie diese Saison, hat er, denkt es mir, schon recht gestruggelt. Also wir kommen nachher noch zu Abu Dhabi, dort hat er ja auch wieder einen Fehler gemacht. Und mir denkt es einfach, er ist nicht so selbstsicher, wie er dazu mal beim Ricciardo war, weil halt wahrscheinlich, also das ist jetzt einfach eine Behauptung von mir, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube es einfach, dass ihm das schon sehr aufstoßt oder schlecht aufstoßt, dass der Piastri einfach so gut ist. Also ich habe das Gefühl, der Norris ist schon recht unterdrückt durch den Piastri. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, was du für eine Season geschaut hast, aber ich habe ein ganz anderes Bild vom Norris die Season. Oh, der Norris hat viele Fehler gemacht. Boah, also definier viele Fehler. Ich finde nicht, dass die vor allem extrem gravierend sind. Und ich habe das Gefühl, dass der irgendwie Druck verspürt. Ich habe das Gefühl, er hat das Team ehrlich gesagt sogar im Gegenteil in handfestem Grip und Piastri macht einfach nebenzu noch gute Resultate. Also, mich hat das gar nicht den Eindruck gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich finde sogar, das ist mit Abstand also nicht mit Abstand, aber es ist definitiv, ich kann mal sagen, seine beste Saison gewesen, Norris. Ja, seine beste Saison war sicher gewesen. Aber jetzt nimmt es mich Wunder. Grundlegend ist einfach, ich meine, wenn nur schon der ganz simple, einfache Fakt, dass er die meisten Drivers of the Day bekommen hat, das sagt auch schon sehr viel aus. Das heisst einfach ganz klar, dass er immer wieder aus der Masse rausgestochen ist mit guten Resultaten. Und das hat schon ab Österreich angefangen, wo sie zum ersten Mal ein gutes Auto hatten. Und für mich, also ich meine, wer Verstappen nicht, dann hat Norris schon mehrere Wins gehabt dieses Jahr. Oder? Und wegen dem, also ich sehe jetzt gar nicht. Ist so. Ist so. Ich bin jetzt eben gerade am schauen, wie oft Norris auf dem Podium war und wie oft der Piastri auf dem Podium war. Das würde mich jetzt so wundern. Aber das ist, Drivers. Das ist natürlich jetzt wieder... Ach, das ist wieder so richtig geil dargestellt. Richtig gut dargestellt wieder. Norris hat 1 P2, 2 P2, 3 P2, 4 P2, 1 P3, 5 P2, 6 P2. 6 P2 und 1 P3. Und wie viel sind das gesamthaft Podiums? Das nimmt mich eigentlich mehr anwundern. 1, 2, also ja, 7. 7, gut. Und der Piastri oder Pastry? Der Pastry hat etwa 3. 3? Ja. Ernsthaft? Nicht einmal. Ah ja, warte, da sehe ich es. 1, 2. Ich weiß nicht, was du für eine Season geschaut hast, aber der Norris 1, 2. ist schon ziemlich gefickt. Aber? Ja, aber er hat das Rennen gewonnen, der Piastri. Ein Sprintrennen. Ja, ist egal, eben. Nein, das ist überhaupt Rennen nicht ist drin, Alter. Das ist überhaupt nicht egal. Gäbe es den Max Verstappen nicht, dann wäre der Norris jetzt, was habe ich vorhin gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6-facher Race-Winner. Ja gut, das ist wie hergeholt, gell? Du weißt ja nicht schlussendlich, wie Ferrari noch dort gewesen wäre. Mit hergeholt, Schmidt hergeholt, sage ich immer, oder? Das ist schwache Argumente, die du da bringst. Ja, yeah, ist gut, Alter. Oh, er hat den Laden.
Look, also ich bin sehr Merkt gespannt. man, dass ich nicht so der Norris-Fan bin? Ja, überhaupt, ja. Also ich bin da sehr, sehr gespannt auf unsere End-of-Season-Ratings oder Predictions oder was auch immer wir werden machen. Ich glaube, da unsere Meinung vom Lando wird da ganz weit auseinandergehen. Schwer. Was Ja, ich ich bin, halt nicht einfach nicht so, ich bin halt einfach nicht so Fan von Leuten, die nur, oder nein, nicht nur, aber doch auch durch Geld in die Formel 1 reingekommen sind. Und du weißt, es ist wahr. Du weißt, es ist wahr. Nein, bei ihm Er definitiv hat schon nicht. Talent, aber einfach viel Definitiv Geld ist auch nicht. rum. Gewesen. Darum ist Carlin plötzlich so gut gewesen in der Formel 2, gell? Wer? Er war bei Carlin. Gewesen. Ah, Wie bei heisst Carlin? Ja. Was? Ah, der Carlin ist überhaupt nicht ein hure gutes Team. Ja, aber er war schon dort gewesen und dort ist er plötzlich gut gewesen, das Bro, Team. die guten Teams sind Prema und ART und dort ist ein Russell und ein Dings und ein Charles Leclerc her. Ja, und wieso sind die dort reingekommen? Wegen Mercedes und Ferrari Geld. Ja, richtig. Aber nicht Geld aus dem eigenen Sack. Ja, Lando Norris hat nicht bei Carlin wegen Geld ist dort gestartet. Digga, wir haben mal einen Podcast aufgenommen, da hast du selber auch gesagt, das Auto sei besser geworden, als er dort gefahren ist. Hast du selber gesagt, das weiss ich sogar noch. Das ist schon möglich. Das ist gut möglich. Aber Was? grundlegend, bei Norris, klar hat er viel Geld mitgebracht, das ist absolut klar. Aber der bringt auch extrem viel Fahrtalent mit. Ich sage Ja, dir, ja. du unterschätzt den Bub. Du Nein! unterschätzt ihn Hey, nicht. schau jetzt! Nein, du kannst sagen, was du willst, wenn du Nein, so schau von ihm jetzt! Lass mich da ausreden, unterschätzt Clip! ihn. Nein, lass jetzt! Eben, wie gesagt, er hat Talent. Ohne Zweifel. Ich sage nicht, dass er kein talentierter Fahrer ist. Das sage ich ja auch nicht, dass du das sagst. Ich sage, er ist viel talentierter, als du ihm das zutraust. Ja, also ich habe das Gefühl, ein Leclerc ist sehr talentiert, nur sehe ich nicht davon. Also weißt du, was ich meine? Aber es ist einfach, wenn ich jetzt so schaue, wie zum Beispiel auch ein Piastri jetzt auch in die Formel 1 reingekommen ist, wo wirklich nur, blöd gesagt, durch pures Talent gekommen ist. Und mit einem Mark Webber im Rücken. Aber weißt du, wie ich meine? Mit Oder Alpine. Alpine, wo zahlt und nachher einfach so. Ciao zusammen. Es geht einfach nicht auf. Der Lando Norris ist ein Punkt hinter dem Charles Leclerc. Und der Charles Leclerc hat seit Anfang an ein gutes Auto gehabt. Ja, aber das gute Auto ist von Ferrari und dort ist eben schon das Problem. Weißt du, wie die beiden? Warte, jetzt gehen wir sogar noch schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Der Norris hat sogar mehr Podiums als der Leclerc. Ja, das Und ist ja mehr so. zweite Plätze. Ja, da weiss ich schon, da musst du nicht sagen, Leclerc ist nicht oft auf dem Podium gewesen, das weiss ich Aber auch wie so. kannst du denn argumentieren, dass ein Norris sogar nicht vielleicht ein bisschen besser ist als ein Leclerc? Boah, Alter. Also jetzt wirklich, zum ehrlich zu sein, dass der Leclerc meistens, ich betone es auf meistens, nicht die Ergebnisse kann liefern, die von ihm erwartet werden, liegt aber meistens nicht an ihm, sondern an dem schwarzen Ross. Ja, das ist so. Und beim Norris dasselbe. Boah, nein, McLaren hat das ja gute Strategien gemacht. Ja, aber das Auto ist nicht genug gut gewesen. Ja, am Anfang war das Auto Trash gewesen. Ja, weißt du, wenn das Auto von Anfang an gut gewesen wäre, wäre Norris wesentlich mehr noch mal da vorne gewesen. Das ist ja so. Nein, weißt du, wirklich nichts gegen den Norris. Ich finde ihn selber, ich find ihn einen coolen Cape und auch, ich finde ihn voll okay. Ich hatte einfach Mühe manchmal mit Leuten halt über, ja, wie sie in die Formel 1 reingekommen sind. Stroll, ja, zum Beispiel, Sargent. Ja, das ist klar. Und da habe ich halt einfach ein bisschen Mühe. Darum, ich schätze auch, für mich ist momentan in meinen Augen einer der besten Fahrer am Grid ist für mich zum Beispiel auch der Elben. Weil wenn du auch noch mal so ein bisschen seine Geschichte mitverfolgst, wie er in die Formel 1 gekommen ist. Ich meine, alle anderen sind schon Preseason-Tests gefahren oder auch irgendwie ist schon mal Formel 1 gefahren, weißt du, in einem FP1 und so. Und er hat ja eigentlich null Erfahrung gehabt. Also er hat einfach einen Call bekommen, ey, du bist eben Toro Rosso dann, gell? Mhm. Und dann nachher war gerade Barcelona gewesen. Wenn er sich am Vorbereiten war für seine Formel E-Season. Ja. Und Und er war Tests machen für die und dann heisst es, ja, du kommst jetzt doch.
Und dann nachher wirst du halt à la Helmut Marko rausgeschleudert mit dem Schleudersitz und kommst dann nachher wieder zurück zu Williams und machst einfach einen überragenden Job. Oder nein, mehr als überragend. Das Wort das ist gar noch nicht erfunden worden. Er ist einfach... und das ist einfach unglaublich, was der geliefert hat. Es ist krank. Da hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Rennenpunkte geholt. In 8 verschiedenen Rennen. Da hat mit einem Williams ein P7 rausgeholt. Ja. Das ist zweimal sogar. Und das ist wirklich also unglaublich, was der Alex dieses Jahr eigentlich geliefert hat. Das zeigt, dass er einfach unglaublich viel Potenzial hat. Und dass vor allem bei ihm, beim Gasly in meinen Augen, aber vor allem bei ihm ausschlagkräftig ist, dass er viel zu früh in der Repo geschmissen worden ist. Ja, Und ja. er wird nochmal eine Chance bekommen. Wenn er weiterhin so performt, wird er definitiv eine Chance bekommen von einem größeren Team. Oder er bringt es tatsächlich mit ein bisschen Geduld, mit dem Wals zusammen fertig, Williams wieder an die Spitze zu bringen. Ich weiss, das sind grosse Worte und das ist sehr weit hergeholt. Aber ich habe das Gefühl, Williams ist mit ihrem Nummer 1 Fahrer, mit ihrem Team Principals einfach in einer sehr, sehr guten Position. Das ist einfach, ja, zeichnet sich länger mehr ab. Also ich muss sagen, ich würde es dem James noch zutrauen, dass er es wieder herbekommt, dass er Williams wieder vorbringen kann. Da muss ich ehrlich sagen. Jetzt ohne Witz. Die Beiträge von ihm Amis bei Williams Amis auf Social Media mit, weißt du, so über die Strategie und über die Fahrer, die sind so geil. Kurz gehalten und mega informativ. Richtig geiles Format. Auch Williams allgemein Social Media, mega gut. Ja, das ist so, finde ich generell. Auch generell, ihr Auftreten gegen außen finde ich richtig nice. Das ist so ein Team, wo man irgendwie nur gerne haben. Ja, voll. Es gibt so ein geniales Video, wo der Sergeant hat einen richtig schlechten Patch gehabt und irgendwie schon wieder einen Crash gehabt. Und dann in diesem Video verliert er kein schlechtes Wort über ihn. Er sagt, ja, er ist gerade in einer schlechten Phase. Wir geben ihm Zeit, wir schauen für ihn. Und alles, was ich mir denken kann, ist, das habe ich dir dann auch geschickt und habe gesagt, wenn es einen fertig bringt, dass die wieder auf die Spitze kommen, dann ist es der. Definitiv. Ja, also ihm würde ich es wirklich zutrauen. Definitiv. Absolut. Das ist so. Zurück zu dem Fahrerthema. Es ist ja, nur noch geschaut wegen grossen Teams und Albans. Es gibt ja nicht ohne Grund Gerüchte davon, dass ja Ferrari Interesse am Albon hat, um das Eins dann ersetzen. Also ich würde es dem Albon gönnen, ganz ehrlich. Ja, fix. Und das würde auch gut passen, Ferrari und Albon. Ja, ich glaube aber sowieso von allen 3 Teams ist Interesse da. Wenn einer von diesen 6 Fahrern abspringt, oder auch vielleicht McLaren oder auch Aston Martin sehe, dass die vielleicht denken, weißt du, als halt ein Albon wäre es schon ein verdammt guter Ersatz für wer auch immer wird abspringen. Also, ich glaube, das ganze Grid will man haben und er kann sich wahrscheinlich dann wirklich aussuchen, sobald es so weit ist und es mal ein bisschen wieder eine richtige Silly Season gibt. Ich glaube, da kann er sich wirklich in eine gute Position reindrücken, wenn er natürlich im 24 auch so performt wie jetzt. Das ist natürlich ganz wichtig. Das ist so, ja. Was ich darauf kommen ist, Humble Beginnings machen aber nicht unbedingt immer gerade einen guten, sympathischen Fahrer. Ocon. Oder? Weil der hat ja auch nie Geld gehabt, der hat auch eigentlich relativ schwere Zeit gehabt, überhaupt in Formel 1 hineinzukommen. Der fährt sicher auch gut und alles drum und dran, aber es macht ihn nicht immer unbedingt ganz sympathisch. Und wieso komme ich überhaupt auf das? Es hat im Rennen noch einen ziemlich heftigen Fight gegeben eigentlich. Und irgendwie habe ich schon wieder einfach denken, also man sieht ganz klar, und das haben wir ab Vegas schon gesehen, dann in Abu Dhabi auch nochmal, dass der Ocon einfach irgendwie bevorzugt wird von dem Team. Ja. Und wenn er nicht bevorzugt wird, dann drückt er sich einfach durch. Das hat er ja schon in Saudi-Arabien gemacht mit dem Alonso. Weißt du noch, die Fights, die hatten? Das war gruselig zum Zuschauen, wirklich. Ja, vor allem, es kostet einfach nur Zeit für beide, weißt du? Die Rennstrategie geht voll in die Hose und alles, also es macht so keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, also ich kann auch nicht verstehen, wieso dass man einen Ocon bevorzugt, der eigentlich in jedem Rennen eine Strafe holt. Also ich glaube, wenn sie bei jemandem die Strafe in die Strategie einberechnen, dann sind wir beim Ocon und wahrscheinlich nicht mehr als, also nicht weniger als 5 Sekunden, sondern gerade 10 oder 15 Sekunden. Eher, ja. Er hat ja den Rekord für die meisten Penalties in einem Rennen. Ja, und in einer Season auch. In einer Season, ja. Also, darum, ich verstehe es nicht, wieso ihn. Er hat ja noch einen Vertrag bis Ende nächstes Jahr und ganz ehrlich, ich glaube, ein Gasly, wenn er ist ja nicht ganz so zufrieden mit dem Auto, er sagt immer noch, er hat echt Mühe manchmal mit dem Auto ein bisschen zu klarkommen und so.
Aber ich glaube, wenn ihm wirklich ein Auto herstellen das ihm passt, würde er besser performen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Also ich finde, man sieht es jetzt schon, weil er hat am Anfang von der Saison bis in die Mitte hat er wirklich erst gemerkt, dass er am Strugglen. Und dann ist er so schleichend hochgekommen, aber das Auto hat sich halt wenig verbessert, während sich die Konkurrenz fest verbessert hat. Und erst gegen Ende Season hast du jetzt so gemerkt, dass der Alpine wieder ein bisschen um ist. Und der Gasly war in meinen Augen der, der rausgestochen ist von diesen beiden Fahrern. Wo man halt ab und zu mal gemerkt hat, schau jetzt mal, es ist schon wieder ein Blauer davor. Es ist wieder der Gasly. Oder? Ja, ich meine, der Ocon hat einen P3 geholt in Monaco. Mhm. Und der Gasly hat einen P3 oder 2, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war P3 in Spa geholt. Aber nicht im Rennen, sondern im Sprint. Aber ich meine, in Spa ist eine Highspeed-Strecke und du hast mit dem Alpine P3. Und Alpine hat 30 PS weniger Motorleistung als alle anderen Teams. Mhm. Also, ja, in meinen Augen ist dann doch da bessere Fahrkünste rum vom Gasly als von einem Ocon. Mhm. Weil, ich meine, also es tut jetzt verdammt abgekommen, vielleicht, oder richtig scheiße von mir, aber ich glaube, in Monaco das dritte werden ist dann noch einfacher, wenn du schon weiter vorne startest, als in Spa, wo kannst du überholen und musst defenden. Von dem her, ja. Ein Formel-1-Rennen gewinnen auf einer Strecke, wo du kaum kannst überholen kannst, während dein Teammate, der Hamilton, Runden lang abwimmelt, ist auch einiges einfacher als alleine in Monza über was sind es 7 oder 8 Runden in der Sainz hinter dran zu behalten, in einem Auto, wo im McLaren deutlich unterlegen war. Ja. Also nur schon die einzelnen Wins, wenn du die anschaust, ist einfach ganz klar, dass der Gasly mehr geleistet hat für das, was er eigentlich schon gemacht hat bis jetzt. Und ja, definitiv talentierter und sympathischer on und off the track. Und sieht besser aus. Und sieht besser aus, der Bub. Wichtig oder richtig, dass ich das jetzt so reingeworfen habe? Richtig, ja, es ist einfach, oder das Gesamtpaket macht Sinn. Nein, also Dings, ich kann ja, also ich wollte jetzt nicht einen riesen Plag spielen, aber ich habe Beyond the Grid Podcast ist so ein Podcast, wo die Fahrer immer wieder interviewt werden. Und was ich vor allem krass finde, ist Fremdwerbung. Es ist halt, ich würde nicht Fremdwerbung machen, wenn es nicht so absolut interessant wäre, was sie dort manchmal sagen. Und einer der letzten war eben gerade mit dem Gasly gewesen. Und was ich heftig gefunden habe, ist, wie der Ocon mit dem Gasly umgeht. Weil man merkt, der Gasly hat gesagt, sie behandeln sich gegenseitig formell. Also die machen echt nichts. Und immer wieder in diesem Podcast hörst du, wie der Gasly sagt, ja, wenn der Ocon mich jetzt nicht zum Nacht einlädt, dann ist mir das egal. Ich kann gleich mit ihm arbeiten. Und du hörst auch so Sachen wie, wenn er so mit mir umgehen will, ja, dann ist es halt so. Und zum Beispiel auch mit dieser Australien-Geschichte hat anscheinend der Ocon nicht zurückstecken. Der Gasly hat die ganze Zeit gesagt, er kann nicht 100% die Schuld auf ihn schieben, also für Gasly. Und der Ocon hat sich einfach nicht zurückziehen aus dieser Diskussion und einfach gesagt, nein, du hast den Fehler gemacht. Und das zeigt in meinen Augen einfach, was der Ocon für einen ist. Und ja, sein On-Track-Verhalten, eben sein Overtake, wo sogar noch als fucking Overtake of the Month reingevotet wird, was ich nicht verstehe, zeigt einfach ganz klar, der Typ ist zu aggressiv in seinem eigenen Team. Und ich bin mal gespannt, ob das nicht wirklich tatsächlich nächstes Jahr noch ein bisschen wird, ausarten zwischen diesen zwei. Ich könnte mir das eben sehr, sehr gut vorstellen. Aber nicht, weil der Gasly irgendwie provoziert, sondern weil der Gasly nicht mehr mag einstecken, sondern einfach nur noch sagt, Alter, weißt du was, ich liefere das Resultat, ich sage, wo es durchgeht. Ja, also wir können jetzt gerade so ein bisschen den Sprung über machen nach Abu Dhabi. Gerne. Weil dort hat ja der Gasly am Funk richtig geschumpft gehabt, dass er nicht zufrieden ist mit der Strategie so und alles drum und dran. Mm. Und ganz ehrlich, ich habe das... die Pitstops, 4 Sekunden Pitstops, wie bringst du das fertig? Ja, indem das mal Alpine ist. Es ist halt einfach, ich verstehe es nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, der Ocon hat wahrscheinlich einfach das Gefühl, ja, ich bin ja länger im Team. Ich bin noch da gefahren, wo es noch Renault geheißen hat. Und ich bin jetzt der Chef. Alonso ist eh weg. Weißt du, da habe ich nichts sagen. Jetzt ist er weg, jetzt kann ich da den Ton angeben. Aber in meinen Augen ist er kein Leader. Er will es nie sein. Mhm. Und was bringt dir das, wenn du dich da mit deinem Teammate so verfeindest? Also klar, ich meine,
du willst immer besser sein als dein Teammate, verstehe ich. Ich meine, der Hamilton und Rosberg haben es auch nicht gut gehabt. Aber es ist halt einfach ein Kindergarten, weil der Grund, wieso dass es sich halt einfach nicht gut verstehen, ist halt, glaube ich, einfach so gewesen. Also, ich weiß nicht mehr, welchen Weg das angefangen hat, aber es ist eigentlich so gewesen, dass ja der eine mit der Freundin vom anderen etwas gehabt hat, nachdem sie nicht mehr zusammen gewesen sind. Ja, ich glaube, es ist der Gasly mit der Freundin vom Ocon, weil der Ocon zickt den Gasly die ganze Zeit an. Aber quote mich nicht. Ja, eben, ich weiß es nicht, welcher Weg das genau war, aber das ist so die Ursprungsgeschichte, wieso dass sich die zwei eigentlich nicht gut verstehen. Aber da frage ich mich auch, wieso holt denn Alpine einen Fahrer wie der Gasly ins Team rein, wenn sie wissen, da ist schon Spannung rum? Weil sie wissen, der Gasly bringt uns auf lange Zeit mehr, ist auch französisch. Und schlimmstenfalls können wir immer noch den Martins rekrutieren. Ja, wahrscheinlich irgendwie so etwas. Ja. Dann Also, hast du den Gasly und den Gasly abklatscht im Team. Also es ist halt eben, es ist halt einfach, Alpine ist halt einfach so ein Verein, da frage ich mich, du musst wirklich als Verein bezeichnen, das kannst du nicht als Rennteam bezeichnen, weil du weißt einfach nicht, da gibt es so viele Rotationen, irgendwie hockt jedes Wochenende jemand anders an dem Kommandostand. Also ich weiss nicht, bis heute, wer jetzt der Teamchef steht, ich weiß es nicht. Ja, es ist einer, ich vergesse seinen Namen immer, weil der ist so ein Geist. Der zeigt sich nicht, der präsentiert sich nicht, der bringt keine Kommentare, der ist nicht in den Medien, gar nicht. Eben. Ja. Also, es ist einfach von oben ab. Was soll da? Es ist Katastrophe. Eben. Die ganze Geschichte also mit dem Laurent Rossi, das ist peinlich. Das ist nur peinlich. Ja, eben einerseits das, dann nachher Fahrer, die immer das knatschen und immer am Umwettern sind und dann nachher, das Auto. Dann läuft es eigentlich gut, oder? Ich fahre es zuerst hinten. Also, was ist das? Also, wirklich eine Katastrophe. Es ist einfach so, das ganze Team, das müsstest du alle rausschmeißen und einfach von Grund her neu aufbauen und Leute reinkaufen von anderen Teams, die etwas geleistet haben, weil das sind einfach, es ist einfach eine Katastrophe. Ja, also weißt, meine Hoffnung ist sowieso, dass das Team einfach schlichtweg aufgekauft wird oder dass das Alpine sich einfach zurückzieht oder Renault in dem Sinne, die ganze Gruppe. Und das hat eben zum Beispiel, ich glaube, mal Hightech Grand Prix ist das das vom zweiten Team, das so hat versuchen. Den Scheiß einfach übernehmen. Fuck it, egal, lasst es sein. Versuchen es nicht mehr. Ja. Die sind seit fucking, was ist es, 2014 oder 2013? Haben sie Lotus übernommen. 2014 glaube ich. 16 sogar. Seither schnorren die von 15, ihrem 15 oder 16. Ja, die schnurren von ihrem 100-Rennen-Plan und sie wollen wieder hochkommen und trollen die ganze Zeit auf dem 5. Platz umeinander. Es wird nicht besser. Es wird definitiv nicht besser. Das ist so. Das ist definitiv so. Und das ist halt einfach, einerseits schade, ein bisschen mühsam auch und schlussendlich tut sich auch Renault einfach auch die eigene Brand zur Sau machen. Also, was denkst du, wieso haben sie gewechselt von Alpine auf Renault? Von Renault auf Alpine? Weil sie wahrscheinlich einerseits auch den Brand nicht haben wollen, noch mehr schädigen und weil ja Renault ist ja staatlich und Alpine ist ja eigentlich auch staatlich, aber indirekt staatlich. Und darum haben sie das nicht. Können sie sich noch mehr daraus rausreden aus dem Schwarz-Weiß-Druck. Ja, wirklich? Nein, es ist so. traurig. Es ist wirklich traurig. Es beschreibt einfach perfekt genau, wie das Team effektiv funktioniert. Und es wäre uns beiden definitiv nicht schade, wenn die einfach von heute auf morgen nicht mehr mitfahren würden, vorausgesetzt der Gasly darf weiterfahren. Oder? Das ist eigentlich so ein das Wichtigste. Aber nur weil er gut aussieht. Nein! Verliebt! Hauptargument, ey. Absolut. Nein, Leclerc sieht besser aus. Also, ich finde, Alpine als Team ist generell sehr ähnlich wie der Abu Dhabi Grand Prix. In dem, dass er einfach nur boring, monoton und scheiße ist. Bis auf 21, ja. Bis auf 21, aber er hat das wenigstens ein bisschen mehr geliefert als eben noch vor 21. 21 ist einfach so ein bisschen, ja, ein Diamant unter allen Abu Dhabi-Rennen. Das ist halt einfach der grösste Skandal passiert, ja. Ja, das ist so. Aber sonst racing-technisch ist es eigentlich ja auch nicht so hure krank gewesen, bis das dann war. Und das ist so. Die Verteidigungsarbeit von Perez, das war etwa das zweitspannendste gewesen, und nachher gibt es einfach nichts mehr. Und dieses Jahr, habe ich das Gefühl, hat man aber doch mehr einfach kleine, die spannende Sequenzen gehabt, kleine Fights etc. Und das liegt halt in meinen Augen ganz klar an den Veränderungen von der Strecke. Und da rede ich jetzt nicht nur von Veränderungen
vom Streckenlayout, sondern eben auch, dass sie den Asphalt wirklich viel, viel weicher gemacht haben. Der war früher sehr ein harter Asphalt gewesen. Und Abu Dhabi war einfach immer nur ein Strategierennen gewesen. Zurückhalten, nicht hinten nachfahren, dass die Reifen möglichst nicht überhitzen. Und das hat man nicht mehr so gemerkt und das hat in meinen Augen den ganzen Grand Prix einfach schlichtweg gerettet. Also sei es jetzt Streckenlayout oder das, wir haben endlich ein bisschen Racing können sehen und es war relativ spannend gewesen eigentlich auch. Vor allem wegen der Konstrukteursmeisterschaft. Ein Platz um P2, ein Fight um P2, ein Fight um P3 und 4. Wir haben alles gehabt. Es war wirklich spannend gewesen, und es hat eigentlich mehr bewiesen, dass die ganze Saison ohne Red Bull unglaublich spannend gewesen wäre, weil wir haben, sage und schreibe, wo haben wir es jetzt vorhin gehabt? Drivers. 206 Punkte Unterschied zwischen P4 und P7. Und das musst du mal auf der Zunge vergehen. Das ist ja krank. Ja, es ist wirklich krass. Also auch, wenn man es überlegt, auch in der Fahrerweltmeisterschaft oder Fahrermeisterschaft sind die Positionen von 1 bis 3 beleidigt gewesen nach Vegas. Und von 4 bis 7, P8 war Russell gewesen, und der Rest hinten dran war auch noch eigentlich alles unsicher gewesen. Also darum hat man auch wirklich in dem Rennen kaum, also eigentlich gar kein Retirement gesehen. Hat es einen Ausfall gegeben in Abu Dhabi? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es keinen Ausfall gegeben. Das ist eben ziemlich selten, weil normalerweise gibt es immer schnell mal einen Ausfall oder ein Retirement, wenn man einfach sieht, okay, es lohnt sich nicht mehr oder es bringt nichts mehr. Sargent hat ein Retirement gehabt? Ja, das ist DNF. Ah nein, ich bin im Quali. Ah, eben, ja, nein, das hat er keine Zeit gesetzt, weil er den Track Limits zweimal gekillt hat. Sainz? Nein, es hat, glaube ich, keine. Sainz, aber das ist, glaube ich, so eine Last Lap Retirement. Ja. Das stimmt, ja. Der hat in der letzten Runde ein Retirement gemacht, ja. Aber sonst hat es ja keinen gegeben. Ja, einfach Bottas und Magnussen sind eine Runde zurück, wobei Magnussen hat irgendwie einen Schaden oder irgendetwas gehabt. Hamilton ist ja dort noch in Gas reingefahren, glaube ich. Der Hamilton? Ja. Der Hamilton ist jemand hinten reingefahren. Der ist in Gas reingefahren, ja. Ja, hinten. Aber jedenfalls, das Rennen an sich ist wirklich eigentlich, ja, es ist okay gewesen. Es hat ein paar Overtakes gegeben. Man hat ein paar schnelle Zeiten gesehen und so, aber ja, sonst ist es eigentlich recht überschaubar gewesen. Eben, es ist halt schon so gewesen, dass nicht so Reifen gemanagt wurde, weil eben halt der Asphalt das gegeben hat. Und zudem muss man schon auch sagen, das neue Layout ist schon viel besser. Also das liegt im Kurs viel besser, hat viel besseren Flow eigentlich auch. Ich finde halt einfach, dass ja, die Spannigkeit oder so ist halt wirklich meistens nicht mehr im letzten Rennen halt, oder wenn halt die WM einfach schon vorab irgendwo entschieden wird. Ich meine, das war ja letztes Jahr in Japan so und das Jahr war ja auch früh gewesen. Und dann geht es eigentlich so wie um nichts mehr gross. Das Einzige, was halt einfach interessant war, war, ja, schafft jetzt Mercedes den P2 zu holen in der Konstrukteursweltmeisterschaft oder wird es Ferrari? Ferrari, ja, hat halt mit dem Sainz ein bisschen Problem gehabt, dass er halt schon von weit hinten müssen starten. Der hat ja wo hat er gestartet gehabt? Der hat von P16 gestartet. Und das hat natürlich Ferrari nicht so in die Karte hineingespielt für am Sonntag. Und zwischendurch ist er dann mal wieder Ferrari vorne gewesen, auf P2 so in der Konstrukteurweltmeisterschaft, dann wieder Mercedes. Das war sehr spannend. Ja, das schon. Aber das Problem ist halt einfach gewesen, die Spannung hat, wie viele Runden sind es gewesen? 55 Runden oder 54 Runden sind es gewesen? 55 Runden. Die Spannung ist etwa so bis... 58. Also die Spannung hat etwa gehabt bis Runde, sagen wir mal 35, und da hat man so gedacht, so, ja, irgendwann ist das eins auch mal in die Box. Ja, und, stimmt schon. Eben Legenden erzählen, dass das eins bis heute noch auf das Safety Car wartet in Abu Dhabi. Der wartet bis Bahrain. Der wartet bis Bahrain wahrscheinlich, ja. Nein, es ist halt einfach dort ist halt wieder ein Strategiefehler von Ferrari. Aber ich glaube, die haben halt gedacht, komm, wir pokern jetzt halt einfach. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Aber ja, ich glaube, wenn sie das eins anders gepittet hätten.
wäre es vielleicht noch möglich gewesen, irgendwo Ich noch weiss Punkte nicht. zu holen. Ob es wirklich Sinn macht, in der letzten Runde, wenn alles so abnormal close ist, wirklich zu pokern. Ich glaube, sie wären lieber darauf gegangen, halt mit ihm 2-3 Punkte zu holen. Ein Fast Slap vielleicht noch oder so. Und dann wäre gut gewesen. Oder? Und ich meine, es hat halt auch wieder mal gezeigt, dass ein Sainz muss aufs Radio kommen und sagen, was ist genau der Plan, was habt ihr vor mit mir? Und dass ein Leclerc muss ans Radio kommen und sagen, hey, kann ich nicht einfach den ein bisschen zurückgeben? Er hat ja auch der Leclerc hat sich die ganze Zeit über die Gap zwischen Russell und dem Perez erkundigt, schon bevor Penalty passiert ist. Ja, vor allem hast du das ja gesehen, da mit dem Leclerc, wie er den Russell vorbeigelassen hat. Ja. Hey. Der Das war Perez, etwas gewesen. der Oh, der Perez ist gesehen, hat ja 5 Sekunden gehabt, stimmt, sorry. Perez hat vorbeigelassen. Ja, Ja. genau. Jetzt hast du mich selber verwirrt. Eben, und das sind alles Ideen vom Leclerc. Sorry, als Strategist muss dir das auffallen, dass du das machen kannst. Und ich bin überzeugt, hat der Leclerc schon Runden vorher angefangen, den Perez ein bisschen entlang zu ziehen, dann wäre das vielleicht sogar noch gut gekommen. Aber ich finde es nice, dass er nicht nachher am Ende den Perez von 2021 gemacht hat. Ich meine, er hat wirklich einfach dort hinten am letzten bisschen den Russell komplett blockieren, wobei der war so schwierig gewesen, die 5 Sekunden genau rauszutimen. Aber er hätte viel dreckiger eigentlich verteidigen und er hat es nicht gemacht. Ich glaube, das spricht auch einfach ein bisschen für die Klasse, die der Leclerc so ein bisschen generell mitbringt. Ja, das ist so. Aber das ist ein richtig krasser Move gewesen. Aber weißt, ich meine auch, dass der von der Strategie das nicht sieht. Ich meine, wenn wir schon nochmal zurückdenken an Saison 22, wie oft der Renningenieur vom Leclerc ihn während dem Rennen gefragt hat, was haltest du von dieser Strategie oder von diesem Plan, was haltest du von dem? Also sorry, das zeigt einfach auch, wie unsicher Ferrari teilweise ist bei gewissen Strategien. Und man muss Ferrari Props geben, das sind Boxenstopp, die haben sich schon bessert dieses Jahr, die sind sind schon wesentlich schneller geworden als letztes Jahr. Aber ich denke auch, dass dieses Jahr hier und da irgendwo die Strategie ein bisschen vergamed wurde und auch wieder gute Punkte liegen worden sind. Ist das richtig in Deutsch? Keine Ahnung. Und ja, sie müssen halt einfach auch ein gutes Auto haben, schlussendlich. Also das Auto, dasjährige ist halt von der Performance her, jetzt habe ich gar keine Wörter mehr, von der Performance her auch nicht wahnsinnig gut gewesen, oder auch nicht auf dem Level, denke ich, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, sie haben es einfach zu lange nicht gecheckt, wie sie mit dem Auto umgehen müssen. Ich glaube, das war das Problem, weil mal ist es so, mal ist es so. Entweder haben sie ein gutes Wochenende gehabt oder nicht, aber sie haben es nie vorher wirklich gewusst. Wiederum bei Mercedes hast du eigentlich relativ gut gamblen. Das wird ein gutes Wochenende für Mercedes. Ja, voll, das ist so. Ja, mal schauen, wie sich da noch Ferrari entwickelt für in der Zukunft. Ich hoffe schon, dass sie da ein bisschen den Gap zu Red Bull schliessen, auch McLaren, dass sie den Gap zumachen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin optimistischer bei McLaren als bei Ferrari fürs nächste Jahr. Aber das ist dann wieder etwas für einen anderen Podcast. Weil, wir haben ja gesagt, der nächste Podcast soll sicher mal noch so ein bisschen Recap gehen oder geben, was so in der Saison war und um was es was so ein bisschen passiert ist, Skandal und alles. Und ich glaube, der größte Skandal ist eigentlich, oder da wo eigentlich, aber jetzt nochmal ganz kurz, so dass ich es angeschnitten habe. Wenn ich jetzt so spontan an diese Saison denke, da wo er rausgestochen hat, ist eigentlich der Fahrerwechsel gewesen, Ricciardo Di Vries. Also über die ganze, Mensch von der Skandal her oder insgesamt, was ist rausgestochen an der ganzen Ja, Saison? overall, also jetzt abgesehen von Verstappen, Ich Red würde Bull. sagen, also für mich ist es einfach ganz klar Red Bull und vor allem Max Verstappen seine Dominanz. Ja. Ich habe immer gesagt, der Max Verstappen ist gut, aber er hat mich überrascht. Ich habe immer gemerkt, er ist sehr gut, aber nicht, dass er so gut ist. Das habe ich fast irgendwie nicht... Ja, ich meine, sorry, 19 Wins. Aber abgesehen von dem ist eigentlich nur die Alpha Tauri der Driver-Zirkus. Sonst ist effektiv, stimme ich dazu. Mal, was ich vielleicht... Mal, ganz klar, sorry, Aston Martin. Ja, komm, wir reden dann in dieser separaten Ding. So. Wie gesagt, das Problem ist eben, wenn man eins etwas anschneidet, dann könntest du wieder so ausschweifen.
Und wir eben zurückhalten. Weil eben, wir machen dann eine separate Episode mal davon, wo wir da ein bisschen darüber diskutieren oder reden, wie so die Fahrer sind und wie Teams sind und was schon alles passiert ist. Und ja, dann eben noch das Prediction fürs nächste Jahr. Da wird auch geil, die Episode wird richtig geil. Prediction fürs nächste Jahr. Dann, Ja, bin ich gespannt. ja, bin ich auch wirklich gespannt. Aber hast du noch irgendetwas zu sagen zum Abu Dhabi Grand Prix? Also eben, ich glaube, sonst overall ist ja der eigentlich wirklich durchwachsen gewesen. Also, Zum Abu Dhabi Grand Prix habe ich absolut nichts, nur wegen der Predictions. Ich hau das jetzt mal so raus und vielleicht kannst du es so rausschneiden, mir egal. Aber wenn jemand von euch Interesse hat, eine kleine Liste oder etwas zu machen, was wir beim We Are Back Podcast, der erste von diesem Jahr, genau für Predictions hatten, so dass wir uns überraschen lassen, wenn wir das zum ersten Mal sehen, dass wir es beide zusammen anschauen können, wäre richtig nice. Weil es ist scheiße, wenn einer von uns es würde vorbereiten. Dann könnte man nämlich mal so ein bisschen ein Dings machen, eine Reaction drauf, das haben wir noch nie gemacht. Das ist auf jeden Fall das Ziel für nächstes Jahr, aber wenn irgendjemand etwas vorbereiten will, Küsse gehen raus. ja, das wäre eine gute Aufgabe für den Magic Card. Der ist jetzt gerade voll in der VA dran. Also kannst du das mal schnell kurz beiseite schieben und das machen, ist wichtiger. Genau, ist wichtig. Nein, also wäre sicher cool, wenn das jemand von euch machen könnte, eben, dass wir da drauf schauen können. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir vor dem Podcast beide schon gesagt, wir haben keine Ahnung mehr, was wir für Predictions gesagt haben für diese Saison. Ich weiss es wirklich nicht mehr. Ich weiss nur noch, dass So ich wie- das Gefühl hatte, Ferrari wird dominant sein. Ja, und ich wahrscheinlich, weil es mir immer verrufen wird, dass ich Mercedes-Fan bin, habe ich wahrscheinlich auch gesagt, dass Mercedes wieder wird back on the top sein. Aber, ich glaube, wir haben sogar ziemlich darüber geredet. Ich glaube es auch, weil, weißt du, das Foto, das was ich heute auch noch geschickt habe, the W14 entered the chat und nachher Ja. RB19 left the chat. Da haben wir sicher auch noch, ich glaube, wegen dem haben wir auch noch Mercedes ziemlich gut gehypt. Ja, also eben, das wäre cool, wenn es jemand von euch machen könnte. Das wäre wirklich super, weil da können wir darauf reacten und das wäre eine richtig geile Episode. So dann, weil ich weiß es wirklich nicht mehr, was wir jetzt so geplant haben und gesagt haben und alles drum und dran. Darum eben, das ist die We Are Back Folge oder die Episode. Das wäre, ich kann euch schnell kurz den Hashtag sagen, die sind ja alle so nummeriert worden von uns. Das ist die Episode 2021 umeinander. Bist du sicher? Ja, ich habe es vorher 21, ja voll, 21 ist Mann, es. nicht gut. Geht 1 Stunde 28 Minuten, also wenn einer von euch völlig Zeit hat, irgendwo werden wir das eigentlich angesprochen haben. Das wäre wirklich cool, wenn das jemand könnte Ich machen glaube, und gegen uns das. Ende. Ja, wahrscheinlich schon gegen Ende. So Predictions haben wir meistens am Schluss. Wäre cool, wenn das jemand könnte machen und einfach uns oder einfach in Discord reinschicken, in Discord-Chat rein. Mir direkt oder sonst einfach auch in den Channel rein, spielt ja nicht so eine Rolle. Aber das wäre super. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn du nichts mehr weiter sagst, würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wie gesagt, wir machen demnächst sicher noch eine Episode über den Recap, über die ganze Season rein und dann natürlich, wie gesagt, dann auch noch Prediction für die nächste Saison in 2024. Wir hoffen natürlich, dass euch die heutige Episode gefallen hat und ja, sind das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit der nächsten Episode vom Unsafe Release.